Heinrich, genannt Hans Adam, wird am 23. Februar 1894 in Ansbach in Deutschland geboren. Mit 4 Jahren zieht er mit seinen Eltern nach Luxemburg, wo sie sich in Schifflingen im Süden des Landes ansiedeln. Im Juni 1912 wird er im Stahlwerk von Schifflingen eingestellt und im Maschinenbetrieb eingesetzt. Einige Monate später, im Oktober 1913, wechselt er zum Walzwerk. Heinrich ist gewerkschaftlich aktiv und beteiligt sich an Streiks, unter anderem im Juni 1917 und im März 1921. Bei letzterem ist er Leiter der Streikbewegung im Walzwerk. Durch eine Handgreiflichkeit wird er fast aus Luxemburg ausgewiesen. Heinrich ist staatenlos. Seine deutsche Staatsbürgerschaft verliert er unter anderem während des Ersten Weltkrieges, weil er sich geweigert hatte, in der deutschen Reichswehr zu dienen. Er versucht jedoch, Luxemburger zu werden, dies jedoch ohne Erfolg. Nach der Besetzung des Landes durch Nazi-Deutschland am 10. Mai 1940 pflegt Heinrich enge Kontakte zum Widerstand, insbesondere zum Schifflinger Widerstandskämpfer Albert Wingert. Dieser hatte 1941 die Widerstandsgruppe Alverage ins Leben gerufen, bei der Heinrich insgeheim bei der Widerstandszeitung Ons Zeitung mitarbeitet. Am 30. August 1942 proklamiert Gauleiter Gustav Simon die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg. Auf diese Ankündigung hin weigern sich am darauffolgenden Tag die Arbeiter der Ideal Lederfabrik in Wils im Norden des Landes, ihre Arbeit aufzunehmen. Es ist der Ausgangspunkt mehrerer Streikherde, die sich zwischen dem 31. August und dem 3. September im Land kurzzeitig aufflammen. Motiviert durch den Schifflinger Eugen Behren bildet sich am 31. August 1942 im Stahlwerk von Schifflingen ein Streikkomitee. Heinrich meldet sich freiwillig, um 18 Uhr das Signal zum Streik zu geben. An der Blockverteilerbühne des Walzwerkes hängt Heinrich einen eisernen Hebelschlüssel an den Griff der Dampfdrucksirene, woraufhin 500 Arbeiter ihre Arbeit niederlegen. Heinrich flüchtet durch den Walzenkeller über Kanalrohre ins Freie. Ein Standgericht wird daraufhin von den Besatzern eingeführt und nach der Ausnahmezustand über Luxemburg verhängt. Die Ermittlungen der Gestapo, wer letztlich das Signal zum Streik gegeben hat, bleiben ergebnislos. Heinrich wird jedoch am 31. August 1942 wegen der Arbeitsverweigerung verhaftet, er kommt jedoch bereits am 1. September wieder frei. 8 Tage später, am 9. September 1942, wird er erneut festgenommen. Er wird zunächst im Polizeikommissariat von Esch-Alzette festgenommen. Ob er sich nun freiwillig der Gestapo stellte oder er denunziert wurde, ist nicht bekannt. Unter Folter gesteht er seine Tat, angeblich um weitere Streikteilnehmer vor Misshandlungen zu schützen. Am darauffolgenden Tag kommt er ins hauptstädtische Grundgefängnis. Er wird dem Sondergericht vorgeführt, wegen staatsfeindlicher Betätigung zum Tode verurteilt und schließlich hingerichtet. Noch am gleichen Tag seiner Hinrichtung erscheint in Luxemburg in der gleichgeschalteten Presse der Artikel „Wer sabotiert, stirbt“. Der staatenlose Heinrich wird hier als gebürtiger Reichsdeutscher dargestellt, wodurch dessen, ich zitiere, Tat als besonders schwer angesehen wird, weil er als geborener Reichsdeutscher sich auf die Seite widerstrebender Elemente geschlagen hätte. Er hätte sich damit außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt und sein Leben verwirkt. Zitat Ende. Heinrichs Ehefrau und sein Sohn werden am 26. September 1942 umgesiedelt. Sie kehren erst Mitte 1945 nach Luxemburg zurück. Nach dem Krieg wird Heinrich als Staatenloser der Ehrentitel Mort pour la Patrie verwehrt. Lediglich die Croix de l'Ordre de la Résistance wird ihm im Oktober 1946 posthum verliehen. Über die folgenden Jahrzehnte bleibt es ein Rätsel, wo und wie Heinrich letztendlich zu Tode kam. Es wird angenommen, dass er wie die restlichen 20 zum Tode verurteilten Streikteilnehmer im KZ Hinzert erschossen wurde. Erst 1973 ergeben Untersuchungen, dass er in Köln-Klingelpütz am 11. September 1942 entweder durch das Fall oder durch das Handbeil enthauptet wurde. Seine Leiche wurde wahrscheinlich an eine medizinische Fakultät einer Universität verkauft. In der Nachkriegszeit wird Heinrich zum Märtyrer stilisiert und ihm vor allem in Esch-Alzette und in Schifflingen gedacht. Dabei steht besonders Heinrichs Herkunft im Vordergrund des Interesses, nach dem Motto „Ein Deutscher, der sich gegen die Zwangsrekrutierung von Luxemburgern zur Wehr setzte“. Heinrich Adam war jedoch kein Reichsdeutscher mehr gewesen, allenfalls war er staatenlos. Vom Herzen her sei er aber dem Historiker Denis Couto und Karl Handfest zufolge Luxemburger gewesen.